Herzlich willkommen zurück, hier in der Zitadelle der Zeit bei Twilight Princess HD. Ja, nicht mehr Zeitschrein, wie es im Original hieß. Nee, jetzt ist die Zugehörigkeit zum Original, also sprich, Original, ja, zu Ocarina of Time halt, noch sehr, sehr viel größer, sehr viel detaillierter und irgendwie auch sehr viel geiler, war das Triforce. So, wir sind hier durch, Freunde, wir haben alles gemacht im Tempel, auch hier schon, da gab es ein Herzteil da rechts, da gab es eine Geiserseele. Insekten hört man auch noch, so eine weibliche Schnecke ist hier irgendwo in der Nähe. Genau da. Haben wir aber auch schon. Und da geht es jetzt ein bisschen ums Komplettieren, bevor wir uns auf einen langen Weg zum nächsten Tempel machen. Zum 7. bereits hier in diesem Spiel. Aber eben vorher müssen wir noch ein paar Sidequests und so weiter machen. Also muss man sogar machen, ne? Gehört zum, ja doch, ein bisschen zum Spiel selbst. Gut Arbeit, mein Freund. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Es ist der Kopierschirm, den du anscheinend gefunden hast. Oh, ich erinnere mich wieder. Oh, verdammt. Ich habe jetzt ein paar gesagt am Ende, dass ich jetzt einmal in den Süden will, das spricht zum Lampenverkäufer. Für ein Herzteil dort, aber, oder sonst irgendetwas, für eine große Truhe halt, aber das geht noch gar nicht. Wieso? Tja, das wird uns gleich erklärt. Also, seine magische Kraft ist schon verloren. Oh, wir können entweder in die Wolken zurückkehren und einen Zauberspruch nicht vergessen, mit dem man die Magie des Stabs wieder erwecken könnte. Diese Staaten so, die auf den Kopierstab reagieren. Bis bald! Ja, aber ganz vergessen. Oh, hey, was haben die jetzt mit dem Kopierstab gemacht? Die ist weg. Vielleicht ist das blöde Teil ist noch ein weiteres nutzloses Item in unserem Gepäck. Nutzloses Item vor allem. Was wir als nächstes tun? Auch in den Wolken? Ja. Dann haben sie nicht zu sein, zum zurück zu Thelma dann. Jo, ihr seht es rechts oben sehr gut und hier natürlich auch der Kopierstab, der ist rostig. Der ist ja richtig, richtig nice, ey. Jetzt immer noch eine Geisterseele, verdammter Mist. Also man, theoretisch müsste doch das Gebiet hier sein, ja, ist klar, weil irgendwo sonst. Die Frage ist, gut, ich meine, es ist noch Tag, dann kann ich eigentlich großartig suchen gehen, aber bin doch hier echt schon so viel und trotzdem hat sie noch etwas? Crazy. Okay, hier geht die Lampe echt nicht mehr. Das heißt, sie muss noch hier sein. Hä? Wo? In der Vergangenheit waren wir bereits. Also sicher nichts mehr. Er muss am wenigsten hier sein, aber wie machen es jetzt nachts? Ach, da ist doch immer wieder so etwas. Gut, bringt nichts, hier zu warten. Wir warpen uns in den Norden. Irgendwo hier oben war's. Norden ist ganz gut. Er muss halt hier machen. Oder war doch hier irgendwo? Haben wir hier notiert. Geheime Höhlen nördlich von Hyrule. Doch, stimmt. Gut. Secret Cave in Hyrule. Aber die ist eben hier oben. Irgendwo wird sie schon sein. Uns fehlen nur noch 5 Herzen. Oh nein. Wobei, also denk mal, doch 2, vielleicht sogar 3 sind noch Herzcontainer und der Rest hat Herzteile. Wobei wir fast schon wieder auf 16 sind, also. Ja, wir sind Herzteilsuche sehr gut dabei. Bei der Insektensuche auch, nur mit den Stempeln. Aber das Gefühl, so ein bisschen langsam kommen wir da voran. Mal ganz kurz. Insekten haben wir doch alle nördlich von Hyrule, wa? Nördlich von Hyrule, genau. Wir haben die beiden gefunden. Was das sein soll, keine Ahnung. Muss man sonst irgendwie nachgucken. Da weiß man, wo die ist, die weibliche. Die ist nämlich nicht auf dem Friedhof, gemeinerweise. Ja, da muss ich eigentlich systematisch absuchen. Aber Schneebergen ist sicher nichts, also muss die irgendwo hier in der Nähe sein. Irgendwo hier war die Höhle, die ich da freigeräumt habe, oder täusche mich jetzt? Das kann nicht sein.
Tja, selber schuld. Hat noch viel aus, wa? Trotz Masterschwert. So. Rein in die... Genau, das zweite Insekt, was wir bereits haben. Rein in die gute Stube und... Ne, Moment, ich lasse natürlich den mal. Das ist so quasi Backup. Mach's mal so. Ja, gibt es noch welche. Du. Hier drin hat es keine. Immer wieder mal das Hyrule-Wappen. Tja. Oh. Wieder mal ein Schieberätsel, wa? Ja, ich überlege gerade. Weil so bringt mir das Ganze ja nichts, wenn ich den runterschiebe und es dann so mache. Gar nicht mal so simpel. Er muss ja genau in der Mitte stehen bleiben. Das heißt, ein anderer Block muss entweder hier sein, hier, hier oder hier. So, machen wir mal versuchen. Weißt du, rechts sagen, wir müssen so in der Mitte hin und her, aber? Also sprich, die müssen so platzieren, dass es gar nicht natürlich wäre. Damit es für mich wiederum ein bisschen einfacher ist, alles andere zu managen. Bringt mir jetzt das auch nicht gerade sehr viel. Andererseits... Upp. Jo, hab's. Den darüber, jetzt auf die Seite, damit er als Stopper dienen kann. Jo, jetzt hab ich's. Ich muss ja zugeben, solche Rätselspiele liebe ich eigentlich schon, nur wenn man halt da Let's Playt, oder? Dann ist es immer so eine Sache von wegen, du bist viel zu langsam, du bist doch doof. Und dann bist du selbst noch unter Stress und so weiter, dabei machen sie die Zuschauer gar nicht besser, also das ist teilweise, also die Hater, sag ich jetzt mal, war nicht Zuschauer generell, sondern Hater, aber immer schwieriger hier, gut. Bereits 2 sind hier notwendig, okay, und die Frage, muss ich eins zuerst machen, aus welchen Gründen auch immer? Das dürfte jetzt hoffentlich keine Rolle spielen. Ah, das zweite Tor geht auf, okay. So, jetzt habe ich noch einen. Aber noch 2 Blöcke. Folge 60, der Part der Rätselstunden. Oder wird es auch kein Fehl daraus? Wäre mir jetzt auch nichts Neues. Oh, verdammt. Ich überlege gerade, ob ich nicht den vielleicht am Schluss machen soll. Das ist, glaube ich, am einfachsten von allen. Also von beiden. So. Dann gleich den zweiten Schalter mal. Dann muss ich halt gucken, wie ich da mit dem anderen Schalter mache. Mit dem ersten wieder. Ich habe es zwar auch geschafft mit nur 2. Ich bin auch halt 3. Upp.
So, jetzt hätten wir den. Mit dem komme ich da durch. Interessant. Jetzt sehe ich da und dann den rüber. Geht eigentlich nicht so gut. Wenn ich so mache, ist er dann gleich ein Ursprungsort. Ich glaube, ihr seht, wo das Problem liegt, wa? Aber ich habe keine Idee. Ja, die müssen funktionieren. Gut, ich hab's. Okay, war schon kniffliger. Upp. So, auf das Tor. Jetzt habe ich... was? Nur ein Schalter? Total in der Mitte, was? Ich brauche beide zur Unterstützung. Das wird heikel. Das wird echt heikel. Meint wieder mal der Michael. Naja. Wie auch sei, wie gesagt, also wie schon öfters erwähnt, bei so etwas eigentlich nur am besten, wenn man sich erst mal einfach mal anfängt und sich da langsam aber sicher in die Mitte vorarbeitet. Zum Beispiel so. Weil natürlich die ganz außen einfach, muss einfach hin und her schieben, die sind ein bisschen schwieriger, außer nämlich 1 Unterstützung. Die in der Mitte war schon 2 zur Unterstützung. Jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das so weiter? Weil er ist in der Mitte und das hilft mir schon mal sehr. Jetzt kann ich den theoretisch da in die Mitte schieben. Und dann nach außen. Hab somit, zumindest in der Theorie bereits erwähnt, schon mal einen relativ nah in der Mitte. Wenn ich den jetzt darüber schiebe und wieder darüber. Ich glaube, hier kommen ein bisschen die Erfahrung aus Pokémon zugute. Da muss man auch schon öfters so die Dinger ein bisschen hin und her, oder also nicht selber. Das spricht nicht so Blöcke hin und her schieben, sondern halt sich selbst so richtig positionieren. Jetzt haben wir den ziemlich nah in der Mitte. Jetzt, wie bringe ich den? Jetzt muss ich natürlich irgendwie so hinbringen, dass ich zack, genau dahin mich manövrieren kann. Okay, der muss ja weg, da geht gar nicht anders. Vielleicht nochmal als Unterstützung? Überlege ich gerade. Ich hatte gerade eine Idee. So viel zu meiner grandiosen Idee. Ja, die war eigentlich ein bisschen anders gedacht. Ich kann auf die andere Seite verschieben, hätte ich ihn da, aber was bringt mir das dann? Weil noch mehr mit der Positionieren, gut, ich meine, ihr könnt es theoretisch machen, wa? Die andere Frage ist doch, brauche ich den noch in der Mitte? Sprich in der Mitte von allen 4 Seiten halt. Quasi in der Seitenhalbierung, wenn wir es ein bisschen geometrisch machen wollen. Brauche ich den hier noch?
Geilsten wäre im Prinzip, wenn ich den hier hinkriege, wa? Stell ich mir gerade so doof oder bin ich so doof? Gut, vermutlich machst du gerade ein bisschen zu doof. Kann durchaus sein, aber ich glaube, ich hab's. Okay, gut, die andere Seite nehmen können. Ich trottel. Egal, machen ein bisschen extra Runde. Nun gut. War jetzt hier keine Rekordzeit von mir, aber langsam war ich jetzt sicher auch nicht. Noch ein Herzteil. Yo, Mann! 16 Herzen. Du, du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wir sind super, super toll. Wir sind einfach super, ja super, super toll. Du, du, du. Du, du, du. Das war geil, Mann. Ja, 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 ja. So. Wie geht's weiter? Wir sind eben von halb abgeschlossen. Es ist immer noch nicht nachts. Das heißt für mich, ich komme ganz kurz hoch zu Jetis nochmal, wegen ein bisschen Luxussuppe. Weil die sind doch noch ganz praktisch und daher, warum nicht, wa? Ich weiß, können wir theoretisch wegen dem Scones so nochmal gucken, aber hier oben hat es gar keine. So, sorry Leute, ich fahre alleine. Was wollt ihr? Ich habe gar nicht angesprochen. Hallo? Mann, Alter, ich will doch gar nichts. Also runter natürlich schon, aber nicht gegen dich antreten. Wenn er mich einmal mit seinem Schweif erwischt, ist vorbei. Game over. Endgültig. Der hilft sogar. Hilft weder Feentau noch Feen, hilft gar nichts. Was ein bisschen schade finde, ist, dass wir nicht direkt zu einem Haus porten können. Gut, ich weiß, was ein bisschen Ausfriedensbruch und so, aber. Geht doch bloß darum, dass wir halt Luxussuppe bekommen. Suppe vor allem. Es wird langsam Nacht, sehr schön. Nein! Verdammter Mist. Wird mitten auf der Strecke. Hui, hat's noch weggedreht. Oh. Doch einfach nur so runter. Ist da eigentlich Rauch? Der kommt gar nicht darüber, stimmt ja. Ja, ja. Fertig. Yo, ich bin fertig. Wuhu, du mir auch. Ja, und natürlich dafür 2 Herzen verloren. Ist klar, Spiel. Aber sowieso, warum verliere ich hier für Herzen? Das ist doch unlogisch. Ich meine, klar, ich falle runter, sehe ich ja auch ein, aber es ist ja doch ein Spiel, Minispiel. Das ist das gleiche, als würde ich in Skyward Sword Herzen verlieren, wenn ich halt von der Insel runterfalle. Beim, was war damals noch? Das Ballon-Minispiel oder so etwas? Das Glücksspiel, glaube ich, irgendwie. Das Roulette doch. Das Glücksroulette, glaube ich, genau. Er ist weit hinten, weit abgeschlagen.
Du, 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 du. So, meine Frau bereits unten. Ist mir egal, nehme ein bisschen Tempo raus. Wieder mal gewonnen und über den Haufen gefahren. Ne, aufgespießt, noch besser. Ui, und das alles nur für ein bisschen Suppe. Okay, pardon, Luxussuppe. Gut. Bedrohliche Musik. Suppe, Suppe, ich will ein bisschen Suppe. So, ich denke nach Käse. Den Rest merkst du gar nicht mehr. Ja. So riecht lecker nach Käse. Ja, Fisch, Kürbis, nö. So, vielen Dank. Dann mal Standard Equipment. Yo. Wir haben soweit auch alle Hauptitems. Ist das nicht geil? Ja gut, ein bisschen was fehlt noch, natürlich. So. Der Part ist eigentlich bereits vorbei. So, Part Z, deswegen mache ich natürlich ein bisschen länger wieder mal. Also natürlich nicht gerade 60 Minuten, aber schon ein bisschen länger. Erstmal zur Zitadelle der Zeit. Und hier ist allgemein auch. Denn hier hat es noch eine Geisterseele, sonst vergesse ich die ja wieder. Man kennt mich ja. Nochmal nördlich von Hyrule, dort hat es ja auch noch eine. Oder mindestens, haben wir gerade gesehen. Tja, jetzt halt die Frage, wo ist die? Die will kaum ein Master-Schwert sein. Natürlich, wie kann so ein Master-Schwert sein? Das geht doch gar nicht. Wegen alles böse Bann und so weiter. Ist doch scheißegal. Wenn das Spiel sagt, es geht, von mir aus. Gut, keine mehr. Dann weg hier. Ab in den Norden. Könntest du auch dahin? Nee. Kann ich auch da ein bisschen schneller hinporten? Das geht auch. Eldenbrücke. Kommen wir direkt hier? Nee, das ist ein bisschen doof, wenn man doch wieder hier war. Dann würde ich sagen, vorher noch ganz kurz nach Kakariko. Wegen dem Goldinsekt von da. Dann gehen wir zwar Agneta, kriegen wir 200 Rubine. Und dann war es aber für den heutigen Part. Wir haben noch viel geschafft. Also hier ist sonst echt nichts. Das heißt, theoretisch muss das Teil echt da oben sein. Ach ja, ist alles bereits komplettiert. Wir haben bereits um die Hälfte aller Geisterseelen. Krass. Ja, nicht mal die Hälfte aller Stempel. 50 Stempel. Was sind die überhaupt alles sein, ey? War mir ganz ernsthaft. Auch Herzteil gibt es sicher nicht mehr so viel. Uns fehlen noch 4 Herzen. 2 sind ja sowieso Herzcontainer, mindestens. Also es fehlen uns eigentlich noch 10 Herzteile. Maximal. Und da gibt es nicht mehr so viele Orte, wo die sein können. Und es gibt noch 2, 3 Tempel noch. Also sind da schon wieder 6 weg. Das ist glaube ich nix. Mal schauen, finden wir es auch gar nicht.
Könnte ja auch sein, dass uns die Geisterseele verwehrt bleibt. Oh, den so getroffen, natürlich. Ernsthaft, Kumpel? Hallo Michael, ich hab Post für dich. Ist der absolute Leonard, sagt das etwas? Ja, natürlich, ich kenne Leonard. Das wäre erledigt. Und ab die Post. Lecker, Leonard wollte nicht eingezogen nach Hyrule zuerst. Da ist bloß Vieh da. Verdammt, wo ist denn... Ich kann ein bisschen mühselig. Klar, da geht noch der Weg hoch. Ah, das ist geil, ja da. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Hallo. Wow. Natürlich trifft er mich, ist klar. Oh Mann, in das Spiel kannst du auf nichts verlassen. Verarschen? Okay, als Link klappt's, interessant. Junge gibt es noch keine mehr. Okay, die ist also doch hier irgendwo ein bisschen besser versteckt, wa? Wo könnten die sein? Als Zora-Höhle selbst, das ist ja nicht gemeint, wa? Das ist eigentlich echt nur das Gebiet, was ich jetzt da links auf der Karte so ein bisschen eingezäumt sehe. Aber, tolles Nix waren wir schon. Sonst auch schon überall. Das ist mal total crazy. Naja. Brief, wie sieht's aus? Ich unbedingt mitteilen muss. Im Heiligtum in Kakariko. Tritt sowieso gut, wohl noch hin. Nein. Mann, Midna. Dankeschön. So. Nehmen wir sogar zweimal nach Kakariko, dann aus eingefroren. Einmal für Insekt, dann eben auch noch für Leonard, aber erst später, weil eben ich will noch die Insekten abgeben. So. Mal schauen, finde ich es noch? Es müsste irgendwo westlich von hier sein. Oh, da ist eine Geisterseele. Das war irgendwo in einem Haus, wo ich sogar reinkomme noch. Jetzt glaube das hier sein. Jo. Da ist sie auch schon. Ameise Weibloch. Die hätten sie noch gefehlt. Du, du, du. Ein Sekt im Haus drin war, auch nicht schlecht. So. Jetzt wäre da oben noch einer, dann kommen wir jetzt da auf die Schnelle hoch. Oder müssen da irgendwie ganz umständlich. Wir müssen es ganz umständlich machen. Gut. Ne, ist mir auch zu doof, Leute.
Sagen die Karte ganz spezifisch vom Standort, wo wir hin müssen. Komm gar nicht hin. Gut, trotzdem kurz zu Agnetha, haben wir immerhin 200 im Petto an Rubinen, das ist ja nicht ganz so schlecht. Und dann fehlen bloß noch 2 Insekten, sogar ein neues Gebiet, wo das sein soll. Ne, muss sogar runter. Gemäß Zielflagge zumindest. Okay, verwirrend. Zielflagge, ne, Zielfahne natürlich. So, wegmorphen. Ich kann wegmorphen. Im Bett kann ich morphen. Dann doch mal gucken, was hier so abgeht. Salstadt. Denn hier müsste laut meiner Theorie eigentlich ursprünglich mal die Zitadelle der Zeit gestanden sein. Kannst dummerweise nicht zoomen, nix. Also ist das natürlich. Eben nur eine Vermutung. Oder natürlich theoretisch, man hat halt Schloss Hyrule hier neu errichtet, weil es im Kampf gegen Ganondorf ja auch zerstört wurde, wie auch immer, und es ursprünglich stand die Zitadelle der Zeit halt dort und jetzt steht halt dort Schloss Hyrule. Könnte auch sein. Dann mal gucken. Agnetha. Hast du vielleicht noch einen Hinweis mit 2 Verbliebenen? Oder ich glaube sehr weniger. Weil das Schneegebirge sind bezweifelt doch recht stark. Die Grundwüste hatten wir auch schon. Das irgendwo im Himmel oben ist, glaube ich, jetzt auch eher weniger. Sieht fast aus wie Mohn. Da muss man aufpassen, dass niemand einen Kuchen damit schmückt. Wie Mohn. Eine Ameise. Okay. Noch 3 Insekten. Kann man denen helfen? Ja. Gib mir dein Geld. Damit kannst du mir sehr helfen. Das ist einfach voll fies, war. Link sagt einfach so voll ein kleines Mädchen ab. Hirschkäfer Weiblach, bist du es wirklich? Ah, der Hirschkäfer in seinem Geweih fühlt man sich sicher wie der König der Käfer. Das Weiblach, hallo? Ich bin so glücklich. Ein paar komplett. Guck nur, wie glücklich sie sind. Das können sie fortpflanzen. Ja. Das ist ziemlich schnell. Sicher bald einen Weg hierher finden. Jo, ich werde auch hoffentlich bald einen Weg oder hoffentlich zum letzten Mal einen Weg hierher finden. Und würde daher sagen, mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und nächsten Part geht es hier, denke ich mal, damit weiter, dass wir halt nochmal zu Telma gehen, ganz kurz. Zumindest gemäß Zielflagge. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Kakariko und gucken mal wegen Ilias Erinnerungen. Und natürlich auch noch wegen unserem defekten Kopierstab, der, naja, sagen wir ehrlich, auch schon mal bessere Tage hatte, wa? Kann ich den eigentlich nicht mehr zücken? Ich dachte, das geht eigentlich noch, aber vielleicht hier in Hyrule. Frei nach dem Motto, hier sind wir alle friedlich. Ne, geht nicht. Egal. Freunde, bis zum nächsten Mal und tschüss.